через ворота. Durch das Tor. Durch das Tor. Вокруг этого здания. Dieses Gebäude. Dieses Gebäude. Со стола. Von dem Tisch. Von dem Tisch. Против его желания. Gegen seinen Wunsch. Gegen seinen Wunsch. Из этой главы. Aus diesem Kapitel. Aus diesem Kapitel. Спустя месяц. Nach einem Monat. Nach einem Monat. С этими проблемами. Mit diesen Problemen. Mit diesen Problemen. Со всех столов. Von allen Tischen. Von allen Tischen. У родственников. Bei den Verwandten. Bei den Verwandten. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. К врачу. Zu dem Arzt. Или мы говорим zum Arzt, когда у нас предлог сливается с артиклем. Zum Arzt. Со всеми детьми. Mit allen Kindern. Mit allen Kindern. К моим родственникам. Zu meinen Verwandten. Zu meinen Verwandten. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. Спустя 3 дня. Nach 3 Tagen. Nach 3 Tagen. К парикмахеру. Zu dem Friseur. Zu dem Friseur. Или если артикль сливается с предлогом, получается zum Friseur. На автобусе. Mit dem Bus. Mit dem Bus. Для твоей матери. Für deine Mutter. Für deine Mutter. Через парк. Durch den Park. Durch den Park. И когда мы гуляем по парку, мы говорим, то тоже используем предлог durch. Уже месяц как.
Например, я живу в Германии. Seit einem Monat. Seit einem Monat. После всех экзаменов. Nach allen Prüfungen. Nach allen Prüfungen. С двумя чемоданами. Mit zwei Koffern. Mit zwei Koffern. Из шкафа. Aus dem Schrank. Aus dem Schrank. Для наших партнеров. Für unsere Partner. Für unsere Partner. На свадьбу. Zur Hochzeit. Zur Hochzeit. И мы видим, что здесь у нас предлог zu слился с артиклем der, дательный падеж, zu der Hochzeit. После уроков. Nach dem Unterricht. Nach dem Unterricht. Без этих документов. Ohne diese Dokumente. Ohne diese Dokumente. Под Берлином. Например, жить под Берлином, то есть недалеко. Bei Berlin. Bei Berlin. Вокруг стола. Den Tisch. Den Tisch. Ножом. Резать что-нибудь. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Кроме этого здания. Außer dieser Ausgabe. Außer dieser Ausgabe. Во время завтрака. Beim Frühstück. Beim Frühstück. Из офиса. Aus dem Büro. Aus dem Büro. В Гамбург или в любой другой город. Nach Hamburg. Nach Hamburg. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. Вокруг нашего дома. Unser Haus. Unser Haus. Через улицу. Durch die Straße. Durch die Straße. Еще можно сказать, вернее, еще можно перевести по улице. Иду по улице. Durch die Straße. С мая. Seit Mai. Seit Mai.
после нашего разговора. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. Из всех книг. Aus allen Büchern. Aus allen Büchern. Кроме этих упражнений. Außer diesen Übungen. Außer diesen Übungen. Без твоей помощи. Ohne deine Hilfe. Ohne deine Hilfe. Против моего друга. Gegen meinen Freund. Gegen meinen Freund. Напротив нашей школы. Unserer Schule gegenüber. Unserer Schule gegenüber. После каникул. Nach den Ferien. Nach den Ferien. Со шкафа. Взять что-либо со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank. То есть здесь мы видим слияние предлога с артиклем дательного падежа. Von dem Schrank. Vom Schrank. У ее тети. Bei ihrer Tante. Bei ihrer Tante. Кроме моего отца. Außer meinem Vater. Außer meinem Vater. На вокзал. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Здесь тоже слияние предлога с артиклем дательного падежа. Zu dem Bahnhof. Zum Bahnhof. До 16 часов. Bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr. На метро. Ехать на метро. Mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn. Без ботинок, без обуви. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Если у нас предлог ohne, то артикль у существительного не употребляется. За твою помощь. Благодарность, например. Für deine Hilfe. Für deine Hilfe. С остановки. То есть я иду с остановки. Дословно от остановки домой. Von der Haltestelle. Von der Haltestelle. Из этих домов. Aus diesen Häusern. Aus diesen Häusern. Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. Устойчивое словосочетание. Zu Fuß. Пешком. На лекцию.
zur Vorlesung. Zur Vorlesung. Слияние предлога zu с артиклем дативного падежа der, zu der Vorlesung. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. В окно. Смотреть, например. Durch das Fenster. Durch das Fenster. До завтра. Bis morgen. Bis morgen. Ключом. Например, что-то открыть или закрыть. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Напротив вокзала. Dem Bahnhof gegenüber. Dem Bahnhof gegenüber. Из Швейцарии. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Дом напротив церкви. Das Haus der Kirche gegenüber. Das Haus der Kirche gegenüber. Ко всем темам, кроме этой. Zu allen Themen außer diesem. Zu allen Themen außer diesem. Все упражнения, кроме этих двух заданий. Alle Übungen außer diesen zwei Aufgaben. Alle Übungen außer diesen zwei Aufgaben. Карандашом, например, рисовать. Mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift. Мышка лежит рядом с клавиатурой. Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет.
Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Я люблю быть на улице, так у меня снова появляются идеи для проектов. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Я получил очень много лайков. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Что это значит? Was soll das? Was soll das? Они очень активные. Sie sind super aktiv. Sie sind super aktiv. О чем идет речь в тексте? Worum geht es im Text? Worum geht es im Text? Я хотела бы оставаться на связи с моими друзьями. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ты знаешь фильм «Красные браслеты»? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Действие фильма происходит в Берлине и der Film spielt in Berlin und der Film spielt in Berlin und действие фильма нелогично. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Актеры были просто великолепны. Die Schauspieler waren einfach toll. Die Schauspieler waren einfach toll. Первое место я выиграл. Erster Platz. Ich habe gewonnen. Erster Platz. Ich habe gewonnen.
Жених и невеста носят кольца на пальце. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Das Brautpaar trägt Ringe am Finger. Когда моя подруга уезжает, то в этом случае я грущу. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Wenn meine Freundin wegfährt, dann bin ich traurig. Сегодня у меня плохое настроение. Heute habe ich schlechte Laune. Heute habe ich schlechte Laune. Она получила на день рождения открытку. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Sie hat eine Karte zum Geburtstag bekommen. Как хорошо, вы женитесь. Wie schön, ihr heiratet. Wie schön, ihr heiratet. Ты придешь сегодня? Без понятия. Kommst du heute? Keine Ahnung. Kommst du heute? Keine Ahnung. Он приходит всегда слишком поздно. Я злюсь на него. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Kommt zu spät. Ich bin echt sauer. Они приносят с собой что-то поесть. Sie bringen etwas zu essen mit. Sie bringen etwas zu essen mit. Представьте себе, меня пригласили на собеседование. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Stellt euch vor, ich habe ein Vorstellungsgespräch. То есть дословно у нас получается «у меня собеседование». У нее есть работа наряду с учебой. Sie hat einen Job neben dem Studium. Sie hat einen Job neben dem Studium. Он заявляет о краже в полицию. Meldet einen Diebstahl bei der Polizei. Meldet einen Diebstahl bei der Polizei. С паспортом вы можете пройти через границу.
Mit einem Pass dürfte sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze. Mit einem Pass dürfen Sie über die Grenze. Моя карта заблокирована. Meine Geldkarte ist gesperrt. Meine Geldkarte ist gesperrt. Могу я попросить тебя об услуге? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Твоя виза еще действительна? Ist dein Visum noch gültig? Ist dein Visum noch gültig? Вы хотите в воскресенье пойти в театр? Wollen Sie am Sonntag ins Theater gehen? Wollen Sie am Sonntag ins Theater gehen? Вы хотите сегодня вечером остаться дома? Wollen Sie heute Abend zu Hause bleiben? Wollen Sie heute Abend zu Hause bleiben? Есть только баллы, оценок нет. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Дверь немного приоткрыта. Die Tür ist etwas offen. Die Tür ist etwas offen. Die Tür ist etwas offen. У Элени еще закрыта дверь. Bei Eleni ist die Tür noch zu. Bei Eleni ist die Tür noch zu. Bei Eleni ist die Tür noch zu. Она очень хорошо ладит с коллегами. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Обратите внимание, что существительное стоит во множественном числе, и здесь коллеги женщины все. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Я читаю в газете актуальные новости. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Программа по телевидению страшно скучная.
Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Когда вас спросят на экзамене, вы любите смотреть телевизор, тогда вы скажете нет, потому что программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Тренироваться, пока результат не достигнут. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Контакт с клиентами. За это отвечает госпожа Buchholz. Kontakt zu Kunden. Dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden. Dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden. Dafür ist Frau Buchholz zuständig. Теперешний шеф перенял фирму от своего отца. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Работа маляра тяжела. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Эта змея не опасна. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Вы заметили, что существительное шланга имеет два значения – очередь и змея. Diese Schlange ist nicht gefährlich. У нас всегда играет музыка. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Все лучшим образом. Alles bestens. Alles bestens. Как продолжается история? Wie geht die Geschichte weiter? Wie geht die Geschichte weiter? То есть глагол weitergehen – продолжаться. Wie geht die Geschichte weiter? Позволь себя побаловать. Lass dich verwöhnen. Lass dich verwöhnen. Lass dich verwöhnen. Дом находится прямо у озера. Das Haus liegt direkt am See. Das Haus liegt direkt am See. Das Haus liegt direkt am See.
Я хотел бы задать вопрос. Ich möchte eine Frage stellen. Ich möchte eine Frage stellen. Ich möchte eine Frage stellen. Госпожа Кулагина должна подать заявление. Frau Kulagina muss einen Antrag stellen. Frau Kulagina muss einen Antrag stellen. Frau Kulagina muss einen Antrag stellen. Нам нужны скамьи и столы, чтобы мы смогли поесть снаружи, то есть на улице. Wir brauchen Bänke und Tische, damit wir draußen essen können. Wir brauchen Bänke und Tische, damit wir draußen essen können. Wir brauchen Bänke und Tische, damit wir draußen essen können. Он не заметил, что его жены тут не было. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau nicht da war. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau nicht da war. Hat nicht gemerkt, dass seine Frau nicht da war. Мы желаем тебе всего самого лучшего. Wir wünschen dir das Allerbeste. Wir wünschen dir das Allerbeste. Wir wünschen dir das Allerbeste. Как ты пришел к этой идее? Wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du auf die Idee? Я хочу взять машину на прокат. Брать на прокат или арендовать глагол mieten, mietet от gemietet. Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. Ich möchte ein Auto mieten. Молоко в холодильнике. Die Milch steht im Kühlschrank. То есть молоко стоит в холодильнике. Die Milch steht im Kühlschrank. Die Milch steht im Kühlschrank. Пожалуйста, прибудьте в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета. Bitte kommen Sie mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug zum Flughafen. Bitte kommen Sie mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug zum Flughafen. Bitte kommen Sie mindestens 2 Stunden vor Ihrem Flug zum Flughafen. Напишите не менее 7 предложений. Schreiben Sie mindestens 7 Sätze. Schreiben Sie mindestens 7 Sätze.
Schreiben Sie mindestens 7 Sätze? Я жду уже как минимум 20 минут, когда ты наконец придешь. Ich warte schon mindestens 20 Minuten. Wann kommst du denn endlich? Ich warte schon mindestens 20 Minuten. Wann kommst du denn endlich? Ich warte schon mindestens 20 Minuten. Wann kommst du denn endlich? Стакан минеральной воды, пожалуйста. Ein Glas Mineralwasser bitte. Ein Glas Mineralwasser bitte. Ein Glas Mineralwasser bitte. Вы пьете кофе с сахаром или без? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Мы едем на машине или на поезде в Гамбург? Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg? Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg? Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug nach Hamburg? Я иду со своим парнем. Или я приду со своим парнем. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Я иду по магазинам. Принести тебе что-нибудь? Что-нибудь принести с собой. Какой-то глагол. Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Я иду в кино. Ты идешь со мной? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Ich gehe ins Kino. Kommst du mit? Мы организуем вечеринку. Хочешь присоединиться к нам? Wir organisieren ein Fest. Möchtest du auch mitmachen? То есть дословно праздник организуем. Праздник, вечеринку. Собираем всех на праздник. Wir organisieren ein Fest. Möchtest du auch mitmachen? Mitmachen – делать что-либо с кем-либо, совместно. Совместно что-то организовать или принять участие. Или, например, присоединиться. Wir organisieren ein Fest. Möchtest du auch mitmachen? В эти выходные мы собираемся в горы. Мне придется взять с собой палатку.
Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Wir fahren am Wochenende in die Berge. Ich muss mein Zelt mitnehmen. Почему вы не играете с нами? Warum spielt ihr nicht mit? Warum spielt ihr nicht mit? Warum spielt ihr nicht mit? В нашей компании работает 7 сотрудников. То есть в нашей компании 7 сотрудников. Unsere Firma hat 7 Mitarbeiter. Unsere Firma hat 7 Mitarbeiter. Обед в 12 часов. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Я свободен до середины августа. Ich habe bis Mitte August frei. Ich habe bis Mitte August frei. Ich habe bis Mitte August frei. Есть ли у вас средства от боли в желудке? Haben Sie ein Mittel gegen Magenschmerzen? Haben Sie ein Mittel gegen Magenschmerzen? Haben Sie ein Mittel gegen Magenschmerzen? Новое моющее средство очень хорошее. Das neue Waschmittel ist sehr gut. Das neue Waschmittel ist sehr gut. Das neue Waschmittel ist sehr gut. Ваша мебель очень красивая. Eure Möbel sind sehr schön. Eure Möbel sind sehr schön. Eure Möbel sind sehr schön. Как с вами связаться? У вас есть мобильный телефон? Wie kann ich Sie erreichen? Haben Sie ein Mobiltelefon? Wie kann ich Sie erreichen? Haben Sie ein Mobiltelefon? Wie kann ich Sie erreichen? Haben Sie ein Mobiltelefon? Что бы вы хотели выпить? Для этого у нас есть глагол möchten – хотеть в вежливой форме, желать что-либо для себя. Möchte, möchte, mochte, hat gemocht. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Что ты думаешь о новой моде? Wie findest du die neue Mode? Wie findest du
Die neue Mode. Дословно можно перевести как находишь ты новую моду? Wie findest du die neue Mode? Центр Франкфурта очень современный. Das Stadtzentrum von Frankfurt ist sehr modern. Das Stadtzentrum von Frankfurt ist sehr modern. Das Stadtzentrum von Frankfurt ist sehr modern. Ты любишь шоколад? Нет, я не люблю сладкое. Magst du Schokolade? Nein, ich mag keine Süßigkeiten. Magst du Schokolade? Nein, ich mag keine Süßigkeiten. Magst du Schokolade? Nein, ich mag keine Süßigkeiten. Могу ли я записаться на прием прямо сейчас? К сожалению, это невозможно. Kann ich bitte sofort einen Termin haben? Das ist leider nicht möglich. Kann ich bitte sofort einen Termin haben? Das ist leider nicht möglich. Kann ich bitte sofort einen Termin haben? Das ist leider nicht möglich. Одну минуту, пожалуйста. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Подождите, пожалуйста, минутку. Warten Sie bitte einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Мне сейчас нужно многое сделать. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. То есть сейчас у меня очень много работы, по горло работы. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Занятия в школе начнутся только завтра в 10 часов. Morgen beginnt die Schule erst um 10 Uhr. Дословно начинается школа только в 10, да? Но мы подразумеваем, что это занятие в школе. Morgen beginnt die Schule erst um 10 Uhr. Morgen beginnt die Schule erst um 10 Uhr. Двигатель сломался, машина больше не едет. Der Motor ist kaputt, das Auto fährt nicht mehr. Der Motor ist kaputt, das Auto fährt nicht mehr. Der Motor ist kaputt. Das Auto fährt nicht mehr. Оскар ездит на работу на скутере. Oskar fährt mit dem Motorroller zur Arbeit. Oskar fährt mit dem Motorroller zur Arbeit. Oskar fährt mit dem Motorroller zur Arbeit. Я устал, я иду спать. Ich bin müde, ich gehe schlafen.
Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Пожалуйста, вынесешь мусор? Bringst du bitte den Müll raus? Bringst du bitte den Müll raus? Bringst du bitte den Müll raus? Могу ли я выбросить газеты? Да, они старые. Пожалуйста, выбрось их в мусор. Kann ich die Zeitungen wegwerfen? Ja, sie sind alt. Bring sie bitte in den Müll. Oder wirf sie bitte in den Müll. Здесь мы можем использовать два глагола bringen. Это приносить, выносить, да? Отнеси мусор, пожалуйста, и выброси глагол werfen в повелительной форме wirf. То есть глагол меняется до корневой гласной. Отнеси мусор и выброси мусор. Kann ich die Zeitungen wegwerfen? Ja, sie sind alt. Bring sie bitte in den Müll. Oder wirf sie bitte in den Müll. Пожалуйста, откройте рот. Я хочу заглянуть в ваше горло. То есть посмотреть в ваше горло. И эту такую фразу мы можем услышать от врача. Öffnen Sie bitte den Mund. Ich möchte in Ihren Hals sehen. Öffnen Sie bitte den Mund. Ich möchte in Ihren Hals sehen. Öffnen Sie bitte den Müll. Ich möchte in Ihren Hals sehen. В художественном музее новая выставка. Im Kunstmuseum gibt es eine neue Ausstellung. Im Kunstmuseum gibt es eine neue Ausstellung. Im Kunstmuseum gibt es eine neue Ausstellung. На дискотеке. In der Disco. In der Disco. С дискотеки. Aus der Disco. Aus der Disco. На дискотеку. In die Disco. In die Disco. В баре. In der Bar. In der Bar. Из бара. Aus der Bar. Aus der Bar. В бар. In die Bar. In die Bar. На выставке. In der Ausstellung. In der Ausstellung. С выставки. Два варианта. Aus der Ausstellung. Von der Ausstellung. Aus der Ausstellung. Von der Ausstellung. На выставку. In die Ausstellung. In die Ausstellung. На сцене. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Со сцены. Von der Bühne. Von der Bühne.
На сцену. Auf die Bühne. Auf die Bühne. На стадионе. Im Stadion. Im Stadion. Со стадиона. Aus dem Stadion. Aus dem Stadion. На стадион. Ins Stadion. Ins Stadion. На празднике. Auf einem Fest. Auf einem Fest. С праздника. Vom Fest. Vom Fest. На праздник. Zu einem Fest. Или к празднику поздравления. Zu einem Fest. Zu einem Fest. На границе. An der Grenze. An der Grenze. С границы или от границы. Von der Grenze. Von der Grenze. Границе. An die Grenze. An die Grenze. В аэропорту. Auf dem Flughafen. Auf dem Flughafen. С аэропорта. Vom Flughafen. Vom Flughafen. В аэропорт. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen. На берегу. Am Ufer. Am Ufer. С берега. Vom Ufer. Vom Ufer. К берегу. Ans Ufer. Ans Ufer. На побережье находиться, например. An der Küste. An der Küste. С побережья. Von der Küste. Von der Küste. На побережье ехать, например, тоже аккузатив. An die Küste. An die Küste. На велосипеде, например, сидеть. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. С велосипеда. Vom Fahrrad. Vom Fahrrad. К велосипеду. Zum Fahrrad. Zum Fahrrad. В пробке стоять, например. Im Stau. Im Stau. Из пробки. Aus dem Stau. Aus dem Stau. Мне все еще это нравится. Es macht mir noch
immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Обратите внимание, данный глагол после себя требует дательный падеж, поэтому местоимение стоит в дательном падеже. Теперь у меня есть собственная квартира. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Мы ходили в одну школу. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Но я по-прежнему хожу на курсы информатики и курсы французского языка. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. А вы тоже хотите выучить итальянский? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Дорогой Клаус, спасибо за приглашение. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. К сожалению, я не могу прийти на твой день рождения. И вы поняли, что это у нас фраза из писем. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Ну, тут если дословно смотреть, то есть на твою вечеринку, посвященную дню рождения. Да? Или просто можно сказать на твой день рождения.
Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Klaus берет газету и читает. Klaus nimmt die Zeitung und liest. Klaus nimmt die Zeitung und liest. Ты хорошо видишь? Siehst du gut? Siehst du gut? Он хорошо говорит по-испански. Spricht er gut Spanisch? Spricht er gut Spanisch? Что вы читаете в свободное время? Was lässt ihr in der Freizeit? Was lässt ihr in der Freizeit? Что ты ешь утром? Was isst du am Morgen? Was isst du am Morgen? Ты поможешь Монике? Hilfst du Monika?
Hilfst du Monika? Когда ты едешь в Германию? Wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du nach Deutschland? Ты возьмешь такси? Nimmst du ein Taxi? Nimmst du ein Taxi? Ты всегда хорошо спишь? Schläfst du immer gut? Schläfst du immer gut? Мой друг оставляет машину здесь. А где ты оставляешь машину? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Это мне подходит. Das ist mir recht. Das ist mir recht. Все готово, улажено или сделано. Alles erledigt. Alles erledigt. Не за что. В ответ на фразу, в которой нас благодарят за что-либо. Мы говорим не за что, не стоит благодарности. Keine Ursache. Keine Ursache. Я сегодня встал в 6:30, умылся, оделся, позавтракал и поехал на работу. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Этим летом мы все вместе провели 2 недели на Балтийском море. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht.
Господин Фишер говорил очень быстро. Никто ничего не понял. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen. Niemand hat etwas verstanden. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen. Niemand hat etwas verstanden. Мы ездили на рыночную площадь, там мы посетили ратушу. Wir sind zum Marktplatz gefahren. Dort haben wir das Rathaus besucht. Wir sind zum Marktplatz gefahren. Dort haben wir das Rathaus besucht. На свадьбу пришло много гостей. Они принесли много подарков. Zur Hochzeit sind viele Gäste gekommen. Sie haben viele Geschenke mitgebracht. Zur Hochzeit sind viele Gäste gekommen. Sie haben viele Geschenke mitgebracht. Подошел трамвай, мы сели и поехали в центр города. Die Straßenbahn ist angekommen. Wir sind eingestiegen und zum Stadtzentrum gefahren. Die Straßenbahn ist angekommen. Wir sind eingestiegen und zum Stadtzentrum gefahren. Вчера целый день шел сильный дождь, и мы остались дома. Gestern hat es den ganzen Tag stark geregnet und wir sind zu Hause geblieben. Gestern hat es den ganzen Tag stark geregnet und wir sind zu Hause geblieben. Спасибо за письмо. Я получил его вчера. Danke für den Brief. Ich habe ihn gestern bekommen. Danke für den Brief. Ich habe ihn gestern bekommen. Почему вы не пришли? Я вас долго ждал. Warum seid ihr nicht gekommen? Ich habe lange auf euch gewartet. Warum seid ihr nicht gekommen? Ich habe lange auf euch gewartet. Что здесь произошло? Я опоздал и ничего не видел. Was ist hier geschehen?
oder passiert? Ich habe mich verspätet und nichts gesehen. Was ist hier geschehen? Ich habe mich verspätet und nichts gesehen. В эту зиму часто шел снег. In diesem Winter hat es oft geschneit. In diesem Winter hat es oft geschneit. Я написал тебе открытку, но ты мне не ответил. Ich habe dir eine Postkarte geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet. Ich habe dir eine Postkarte geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet. В воскресенье Лота праздновала свой день рождения. Она пригласила много гостей. Am Sonntag hat Lotta ihren Geburtstag gefeiert. Sie hat viele Gäste eingeladen. Am Sonntag hat Lotta ihren Geburtstag gefeiert. Sie hat viele Gäste eingeladen. Он пришел домой, лег в постель и сразу заснул. Ist nach Hause gekommen, hat sich ins Bett gelegt und ist sofort eingeschlafen. Ist nach Hause gekommen, hat sich ins Bett gelegt und ist sofort eingeschlafen. Мне удалось поехать в отпуск на море. Es ist mir gelungen, im Urlaub ans Meer zu fahren. Es ist mir gelungen, im Urlaub ans Meer zu fahren. Мы последовали за экскурсоводом. Wir sind dem Reiseleiter gefolgt. Wir sind dem Reiseleiter gefolgt. Он стоял на остановке и ждал автобус. Hat an der Haltestelle gestanden und auf den Bus gewartet. Hat an der Haltestelle gestanden und auf den Bus gewartet.
Тебе понравилась ее квартира? Hat dir ihre Wohnung gefallen? Hat dir ihre Wohnung gefallen? Где ты отдыхал в этом году? В этом году я ездил к моим родителям. Я их давно не видел. Wo hast du dich in diesem Jahr erholt? In diesem Jahr bin ich zu meinen Eltern gefahren. Ich habe sie lange nicht gesehen. Wo hast du dich in diesem Jahr erholt? In diesem Jahr bin ich zu meinen Eltern gefahren. Ich habe sie lange nicht gesehen. Почему ты не позвонил мне вчера? Warum hast du mich gestern nicht angerufen? Warum hast du mich gestern nicht angerufen? Я сегодня очень хорошо спал и рано проснулся. Ich habe heute sehr gut geschlafen und bin früh aufgewacht. Ich habe heute sehr gut geschlafen und bin früh aufgewacht. Когда вы переехали? Wann seid ihr umgezogen? Wann seid ihr umgezogen? Ты уже оделся? Hast du dich schon angezogen? Hast du dich schon angezogen? Почему он не извинился? Warum hat er sich nicht entschuldigt? Warum hat er sich nicht entschuldigt? Вы опять простудились? Спрашиваем вежливо. Haben Sie sich wieder erkältet? Haben Sie sich wieder erkältet? Мы виделись на прошлой неделе. Wir haben uns letzte Woche gesehen. Wir haben uns letzte Woche gesehen. Раньше они всегда отдыхали за границей. Früher haben sie sich immer im Ausland erholt. Früher haben sie sich immer im Ausland erholt.